Der Mr. Science probiert zu schaut an der Physik. Wie was müsste? Ah, Blitzer. So ähnlich. Dadurch, dass ich heute drehen, entstehen an dieser Windsurf-Maschine ganz hohe elektrische Spannungen. Wenn Spannung hoch genug ist, da fließt Strom durch die Luft von der enger Elektrode auf die andere. Autsch! Ja, aber was müsste man den Blitzer? Ja, an meinem Experiment von Haut weisen ich euch, wie ein Röntgengerät funktioniert. Und dafür brauche ich das hohe Spannungen. Ich muss just diesen Glastyp dazwischen schließen. Und dann fliegen die Elektronen am Glastyp von dieser Elektrode auf die Häuten. Und dabei entsteht Röntgenstrom. Ein elektrischer Strom besteht aus kleinen Delecher, den Elektronen. Das fliegen mit viel Energie auf eine Metallscheibe und treffen hier auf andere Elektronen. Dadurch entsteht hauptsächlich viel Hitze. Mehr pure Elektronen sprangen durch eine Kollision op und auf und gehen das Energie in Form von Wellen auf. Weil in das Wellen nicht gesagt und früher nicht erklären konnte, wo sie herkommen, wurden sie X-Welle genannt. Ja, aber wie hast du dann die unsichtbaren Strahlen entdeckt? Ja, das war der Physiker Wilhelm Röntgen, der gemerkt hat, dass es Materialien gibt, die auf Röntgenstrahlen reagieren. Fotospapaier zum Beispiel geht schwarz, sobald Röntgenstrahlen draufhallen. Ah, okay, er reagiert also genauso wie mit normalem Licht. Ja, und das hat den Herr Röntgen auch gemerkt. Er hat die Fotospapaier aber nicht einfach so belegt, sondern er hat die Hand von seiner Frage geholt und die zwischen die Röntgenquelle und Fotospapaier gehalten und er hat so ein Schildbild gemacht. Wir gucken einfach mal, was rauskommt, wenn er ein richtig Röntgen möchte. Joseph, ich meine, das weiß ich. So, aber wie können Strahlen, die ja ähnlich wie Luft sind, durch als Haut durchgehen? Ja, das ist, weil als Haut und als Muskeln relativ lockert Gewebe ist. Ganz stark vergrößert kann ich das so vorstellen wie diese Filet hier. Röntgenstrahlen, das sind ganz kleine Strahlen und die können ohne Problem durch das Gewebe da durchgehen. Lichtstrahlen, die sind viel mehr groß und die gehen entweder reflektiert oder absorbiert. Ah, und Schanken sind mehr dicht wie die Haut und dafür gehen dann auch dort die X-Wellen nicht durch. Genau. Schanke kann sich ein bisschen so vorstellen wie diese weiße Filet. Also viel mehr dicht. Und da gehen die Röntgenstrahlen nicht durch. Dann ist noch ein zweiter Grund, für was die Röntgenstrahlen nicht durch die Schanke gehen. Und das ist, weil Calcium an den Schanken ist. Und das ist ein schweres Element. Und das absorbiert Röntgenstrahlen auch besonders gut. Auf den Plätzen, wo keine Röntgenstrahlen auf den Papaier abtreffen, da bleibt der Papaier weiß. Auf den anderen geht er schwarz. Für die Doktoren ist das ja super, für die Schanken zu gucken. Aber so, kann ihn dann noch etwas Ähnliches wie Schanken gucken? Ja, das geht, aber dafür brauche ich viel mehr modernen Apparat. Kommt mit. Und dafür geht es um direkte Weg an den CHL an die Radiologie. Moderne Röntgengeräte von Haut sind natürlich viel mehr sophistikiert, aber vom Prinzip her funktionieren sie ganz ähnlich. Hier ist die Röntgenstrahlenquelle und die gehen hier auf den Ekran geschickt, hinten drin, da ist ein Fotosplug. Mittlerweile ist das natürlich alles schon digitalisiert und es sieht den Bilder von den Schanken schon direkt Ekran und brauche ich nicht mehr zu entwickeln. Das ermöglicht die Haut mit moderner Technologie viel mehr von Bewegungen zu machen. Wenn ich aber noch andere Sachen wie Schanke will gesehen, dann muss ich eine Flüssigkeit zu sich schwellen. Und das ist speziell Jodflüssigkeit. Aber was möchte Jod? Jod ist wie das Calcium an den Schanken ein schweres Element und dafür gehen die Röntgenstrahlen da nicht durch. Wenn ich das Teil trinke, dann seht ihr, da wo die Flüssigkeit ist, ein weißer Fleck. Und das gehen wir gucken. Kommt mit. Mir für dich kriegt Joseph nach all den Plätzen, die nicht sollen durch Licht gehen, mit einem Bleimantel zugedeckt. Röntgenstrahlen sind ziemlich energiereich und können noch Zellen schädigen. Und dafür wird die Strahlendosis bei diesen Geräten auch immer genau überwacht. Okay, es ist bereit. Das ist faszinant. Techniker können so live Röntgenbilder von Joseph Singem Schlicken beobachten. Oh, das ist ja genial, das du. Hey, du musst mal sehr gucken, dass man meinen Bauch gesehen. Dann kannst du, wenn ich ein bisschen hochfahren, hey. Aber seht ihr die Bilder, wie die Flüssigkeit hey, an meinem Mund hochlebt. Und so geht es natürlich 400. Die Flüssigkeit geht weiter Joseph. an den Darm und so 400. Und das können wir alles gesehen. Joseph, das will ich gesehen. Komm, Ali, komm.
Also, dann bis an 2 Wochen dann. Andere Joseph, ich bin froh, dass eine andere Leute du mal denken. Weiter gehen an